Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute geht es einmal um den Tourismus, um den Skitourismus, aber auch ein bisschen um den Sommertourismus. Zu Gast ist Birgit Hürlimann, Managerin von jeglichen Veranstaltungen, die auf der Madrisa stattfinden. Herzlich willkommen. Danke vielmals, merci. Schön, bist du da. Und wie läuft es diese Saison? Gut, wir sind sehr zufrieden. Wir hatten einen sehr guten Start gehabt. Wir haben am 18. Dezember angefangen, hatten gutes Wetter gehabt und es war cool. Also die Leute sind gekommen, sind rum gewesen, gute Verhältnisse, auch über Feste, schöne Verhältnisse, schönes Wetter und bis jetzt können wir zufrieden sein, ja. Mhm. Das WEF findet ja dieses Jahr nicht statt, also jetzt bereits schon zum zweiten Mal nicht statt. Inwiefern beeinflusst das eures Programm? Es beeinflusst in dem Sinn, wir hatten natürlich auch Anlässe gehabt, private Anlässe in unserer Event-Location, also im Madrisenhof. Die fallen natürlich komplett weg. Sonst ist, sage jetzt mal, der Tagesbetrieb tangiert das nicht gross, respektive es könnte entsprechend sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Leute geben. Wir haben während dieser Woche immer unser Januar-Special, wo man zu guten Konditionen kann Skifahren, gerade mit Mittagessen. Ja, also das behalten wir nach wie vor bei, oder das war gerade am Laufen gewesen, genau. Also sobald dann das WEF wiederkommt, heisst es dann wieder WEF-Special, oder ist das so geplant? Nein, ich glaube, so. Da haben wir wie einfach gefunden, es ist ja allgemein im Januar, hat man viel Platz auf der Piste, meistens mega super Bedingungen, also von dem her passt auch Januar-Special. Keine Ahnung, wie das dann wird sein. Ich glaube, schlussendlich spielt der Name auch gar keine Rolle. Es ist ein cooles Angebot und wir hoffen, dass möglichst viele Leute von dem profitieren können. Ja. Im Januar redet man ja viel noch davon, dass es so ein bisschen Januarloch ist, nach den ganzen Festtagen, wo auch ihr euren höchsten Peak kennt. Genau. Spüren ihr das auch? Also ist denn wirklich so im Dezember extrem viele Leute da oben bei euch auf dem Berg und nachher auf das Mal müssen ihr fast mega weibeln die Leute? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das merkt man schon. Es sind halt die meisten wieder am Arbeiten, haben weniger Zeit. Also es ist natürlich immer sehr, sehr wetterabhängig. Bei gutem Wetter kommen die Leute schon auch noch ein bisschen mehr. Am Wochenende auch. Also dort gibt es natürlich starke Schwankungen. Aber ich sage jetzt mal, Januar unter der Woche, ich persönlich sage, ist der Geheimtipp, komm dann Skifahren, dann ist es mega, ja. Mhm. Jetzt muss ich gleich einmal fragen, du bist ja aus dem Zürich-Unterland, das ist ja Eglisau, oder? Ja. Wie kommt jemand von dort auf Klosters? Also Klosters, du wohnst ja inzwischen in Davos. Ja, genau. Wie bist du da mit der Region verbandelt? Also? Ja, ich bin wirklich verbandelt, wie du sagst. Ich bin habe gelernt oben Skifahren in Davos. Meine Nani ist in Davos aufgewachsen. Wir sind sie natürlich als Kind immer da in die Ferien dann. Und habe dann eine Saison Skilehrerin gemacht. Bei den Klosters, bin dort schon viel auf der Madrisa am Unterrichten gewesen, kenne es natürlich von dort aus und ja, es ist einfach eine total schöne Region. Gerade wenn man Sport und Natur mag, ist es ein Paradies und so bin ich hängen geblieben vor rund 14 Jahren schon, genau. Ein bisschen reingecruised quasi, ja, reingeschlittert. Ja, genau, ja. Ja, jetzt bist du ja zuständig bei Madrisa für die Veranstaltungen. Wie schwierig ist es, da überhaupt etwas zu planen? Ja, auch im Ausblick, wie sich die Sache mit der Pandemie, in welche Richtung das es geht, oder? Also momentan sind wir ja auf einem relativ hohen Peak bezüglich der Ansteckungszahlen. Und ja, jetzt wird da nicht irgendwie so intime Konzerte oder mit einem Haufen Leuten. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also wie gehst du das an, im Prinzip? Ja, ich glaube es gibt schlussendlich auch so ein bisschen zwei Bereiche. Wir haben einerseits die öffentlichen Events und andererseits halt auch dann die privaten Anlässe in unserer Event-Location.
Ich glaube, immerhin sind wir dort schon mal einen Schritt weiter, dass wir wieder planen dürfen, was cool ist. Es ist ja zwischenzeitlich, also gerade am Anfang bei dem Lockdown, wirklich auf Null gewesen. Jetzt ist es so ein bisschen so, dass wir halt eigentlich sehr viel planen und dann wieder absagen. Oder? Es ist immer so ein bisschen eine Geschichte von U und runter oder Start zu Feld 1. Es ist klar, planen musst du immer, eben sei es jetzt Winter oder schon auf den nächsten Sommer, und dann nimmt man vorzu, kann man es durchführen, was sind die Bedingungen, wo man es durchführen kann. Wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen das Grundrauschen zu haben, dass wir gleich etwas machen können, aber bei gewissen Sachen macht es einfach keinen Sinn, halt eben gerade wegen dieser ganzen Pandemie oder dass man nichts möchte herausfordern. Mhm. Ist es jetzt aber so, wenn jetzt du hergehst an etwas, hast du denn gerade, also Plan A wäre die Veranstaltung normal durchführen, Plan B wäre dann vielleicht mit 2G+, Plan C wäre vielleicht in einer Light Edition oder so. Also machen die auch gerade so die Varianten oder? Vielleicht nicht so im Detail, aber ich glaube, man hat schon immer irgendetwas, ein Backup, und heutzutage weiss man einfach, wir müssen vorzuschauen. Also momentan reden wir von 1-2 Wochen vorher, wo du immer noch Absagen bekommst oder wo Änderungen sind, dass einfach wie so ein bisschen weisst, das ist das Grobe. Mit dem fahren wir, mit dem kommunizieren wir, und die Feinplanung ist dann viel, viel spontaner in dem Sinn, oder? Wo du musst schauen, eben, was ist möglich, welche Bedingungen sind. Ja. Ich glaube, gewisse Sachen, Plan B hast du immer. Wir sind auf dem Berg, je nachdem sind wir draussen, da machst du automatisch so ein bisschen Gedanken, eben, was ist mit dem Wetter oder wie auch immer. Aber ich sage jetzt gerade Covid-spezifisch, gehst von der aktuellen Situation aus und schaust dann, wie müssen wir es verschärfen oder müssen wir es anpassen oder ja. Genau. Mhm. Oder ist jetzt vor allem halt auch mit Ausblick auf den Sommer, also habt ihr dort eine gewisse Sicherheit, wo ihr sagen, ja mal, diese Sachen werden wir versuchen, möglichst wieder durchzuführen? Du hast gesagt, Migros Hiking Sound ist eventuell wieder ein Thema, das wieder auf Madrasa kommt. Genau, das hoffen wir natürlich sehr. Die Tinte ist noch nicht trocken, aber das ist etwas, ja, ich glaube, es sind auch viele Sachen, wo man auch weiss, zum Beispiel letztes Jahr hat es geklappt, hat man es können durchführen. Dann geht man so ein bisschen davon aus, okay, wäre wieder möglich, gesetzt den Fall, es ist gleich oder besser wie letztes Jahr. Wir werden sicher wieder unsere Gastro-Anlässe, das ist erst Augustbrunch oder Sonntagsbrunch, diese Sachen planen wir natürlich fix ein, weil wir denken, dass sofern Restaurants offen sind, können wir es durchführen. Und wenn Restaurants zu würden sein, muss man es absagen. Aber ich glaube, all diese Sachen werden wir ganz klar wieder planen. Ja. Ja, natürlich der Vorteil, dass viele Sachen draussen stattfinden, oder? Genau. Eben mit dieser Bühne, die ihr dort habt. Und ja, kann man auch noch ein bisschen spontaner agieren, wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Alles, was das merkt man jetzt, was man draussen machen kann, ist man ein bisschen flexibler. Man merkt auch, die Leute haben dort nicht so starke Hemmung. Also man begegnet sich noch eher dann auch draussen. Auf jeden Fall. Das ist natürlich dann eine gute Option. Man plant zum Beispiel auch wieder so ein Jazzfestival. Es ist immer Jazz oder Davos-Kloster Sounds gut. Wäre lässig, wenn man dort wieder das Konzert holen und etwas machen. Und natürlich sowieso im Sommer, wenn es schön ist, versucht man möglichst viel draussen zu machen. Wenn es nicht schön ist, muss man reingehen. Und ich sage auch, wegen Covid muss man dann schauen, was die Situation ist. Aber da hat man sicher auch eine gewisse Flexibilität, um das dann auch anpassen oder können machen. Ja. Mhm. Nächstes Jahr hat Klosters noch 800 Jahre Jubiläum. Sind ihr da auch irgendwie involviert? Oder gibt es da spezielle Sachen, die ihr angedenkt habt? In dem Sinne ist jetzt nicht, eigentlich wäre das Ziel mal gewesen, einen Anlass zu machen, aber da haben wir von den Ressourcen leider nicht können zu Faden schlagen. In dem Sinn nicht jetzt in einem Jubiläumsanlass. Je nachdem gibt es vielleicht noch die Möglichkeit zu partizipieren. Wir sind sicher im Winter, ist ja das Winterleben im Rahmen des Jubiläums. Dort werden wir natürlich auch mit dabei sein. Haben einen Stand, uns präsentieren und halt auch als wichtiger Teil von Klosters dort teilnehmen, auf jeden Fall.
Aber ist eher so spontan jetzt. Also, Nein, könnte es noch sein, dass noch Sachen dazukommen, die ihr dort auch in die Ähm, Dinge oder... ist jetzt von unserer Seite nicht geplant, aber das muss man natürlich auch schauen. Vielleicht gibt es noch etwas, ist auch noch nicht in dem Sinn für Angebote oder so. Eben, es ist nicht geplant. Wenn sich etwas ergibt, ist es natürlich cool, aber es ist nicht fix mit einem Anlass im Jahresprogramm drin, selbst nicht. Was mich immer ein bisschen fasziniert hat, ist, in Klosters hast du Madrisa und Gotschna. Das sind eigentlich relativ nah, zwei verschiedene Skigebiete. Wie habt ihr es jetzt so miteinander? Also findet da auch ein bisschen Austausch statt? Oder ist das Konkurrenz und nein, man redet ja nicht miteinander? Oder? Nein, überhaupt nicht, nein. Also wir sind halt wirklich eigenständig, also wir sind eine eigene AG, wir sind aber im Tarifverbund drin von Davos Klosters. Das heisst zum Beispiel auch mit einem Regiopass können Gäste zu uns kommen oder auf Gotschna oder in Davos fahren, das spielt eigentlich wie keine Rolle. Es ist auf jeden Fall ein Austausch herum. Man arbeitet eng zusammen und versucht natürlich auch Synergien zu nutzen. Hindurch, ich sage jetzt marketingtechnisch, aber auch was Systeme etc. angeht. Also wir arbeiten mit dem gleichen Kassensystem zum Beispiel. Also ich empfinde das überhaupt nicht als Konkurrenz. Auch wenn man würde sagen, ja, eigentlich wären wir Konkurrent, aber das wird nicht so gelebt. Also es belebt eigentlich mehr das Geschäft halt, ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, auch dort muss man sehen, das ist natürlich ein grosser Player gegenüber uns und wir können natürlich dort auch mit profitieren. Man hat da zusammen eine Wander- oder eine Skikarte. Ja, also von dem her denke ich, ist das sicher ein positiver gegenseitiger Austausch. Also ist Madrisa eher so ein bisschen für die Geniesser und für Familien zum Lernen Skifahren. Also ich habe mir in Rehen auch auf Madrisa Skifahren gelernt. Ja. Und Gotschna dann halt eher so ein bisschen für die Abenteurer, Erwachsenen oder... Ja, ich glaube, ich weiss nicht mal, ob ich es trennen sortieren, oder? Ich glaube, also wir sind wirklich ganz klar der Familienberg und auch der Geniesserberg. Also wir haben ein sehr lässiges Anfängergebiet. Wir haben halt auch, ich sage jetzt mal, unser Madrisenland ist auch auf dem Berg oben. Das ist natürlich cool auch für die noch nicht so stark Ski fahren. Und gleich etwas, wenn auf dem Berg oben mit der Aussicht allem geniessen. Man hat dann auch wie gerade den nächsten Schritt dort, eigentlich vom Kinderland oder Madrisenland auf einen Anfängerbügellift bis zu roten, schwarzen Pisten. Also wir haben eigentlich sehr ein lässiges Angebot. Aber wie du schon gut gesagt hast, ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen für den Geniesser, ja, dort oben sein. Wir sind in Sonnenberg, wir haben sehr viel Sonne. Das heisst auch der nach dem Skifahren noch gerne in die Beiz höckelt und einfach so geniesst, ist bei uns sicher auch richtig. Und gleich machen wir aber auch wie sagen wir so Skirennen und so gibt es doch auch ab und zu bei euch, oder? Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr nur das eine, oder ihr lasst gleich möglichst viel laufen, oder? Ja, natürlich, also das ist ja auch so, im Prinzip ist jeder willkommen und wir freuen uns über jeden Gast. Wir haben eben auch von blauen bis zu schwarzen Pisten. Ich höre das vielmal, dass man sagt, ja, es ist nur für die Anfänger. Nein, gar nicht. Ich bin gute Skifahrerin und gehe sehr gerne auf der Madrisa fahren. Wir haben attraktive Lifte. Wir haben eben auch SC Madrisa, wo regionale Cups macht, oder wir haben gerade das RLZ in Prättigau haben wir ja einen Cup bei uns oben, also in dem Sinn haben wir auch da eigentlich sehr spannende Rennpisten, oder, ja. Was soll ich auch wollen? Ja, im Sommer, also wir haben jetzt eben im letzten Jahr habt ihr das ein bisschen gemerkt, dass die Leute wegen Corona eher ein bisschen mehr zu Berg gekommen sind jetzt, in den letzten, ja, man könnte sogar schon sagen 2 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Sommer vor 2 Jahren, wo halt auch das Ausland zu war, haben wir es extrem gemerkt. Natürlich auch im Sommer ist es immer sehr wetterabhängig. Wenn es schöner ist, dann kommen die Leute eher. Aber wir haben auch letzten Sommer noch einen sehr guten Sommer gehabt. Auch der Herbst hat auch lange noch gehabt und ja, haben wir eigentlich
viele Besucher können begrüßen. Und ich glaube, das ist schon, dass Covid eigentlich wieder ein bisschen geholfen hat, die Ferien in der Schweiz zu entdecken oder auch das Schöne an den Bergen. Und ich glaube, das ist halt bei uns wirklich auch noch cool, dass wir auch im Sommer so ein bisschen für jeden etwas haben. Eben, du kannst einfach hochkommen, die Aussicht der Gastronomie geniessen. Die Kiddies können ins Madrisaland spielen, du kannst aber auch wandern. Oder letzten Sommer haben wir auch gemerkt, immer mehr Biker, was halt auch so ein bisschen, glaube ich, der Geheimtipp ist. Es ist noch nicht so stark befahren wie so vielleicht andere. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, also ich glaube, das hat man schon gemerkt und wir hoffen natürlich, dass da das auch weiterhin so ist, dass das die Leute wirklich haben können entdecken und eine lässige Alternative bleibt, um die Ferien zu machen, genau. Ist denn das Ziel auch ein bisschen, dass man wirklich gleich viel Betrieb wie im Winter auch im Sommer da oben hat, oder ist das fast ein bisschen unrealistisch? Ja, also ich glaube, dass es gleich viel wird sein, weiss ich nicht, wie realistisch das ist, aber ich glaube, das ist schon das Ziel, 2 Standbeine haben, dass man den Sommer auch stärkt weiterhin. Eben, ich glaube, es wird nicht so die strengen Peaks geben wie Weihnachten und Neujahr, oder? Die Sommerferien sind viel stärker und dann wird es meistens an den Wochenenden sein. Aber mal, ich glaube, es ist schon das Ziel, dass man das natürlich weiter ausbaut. Das ist auch unser Ziel, dass wir zum Beispiel das Madrisaland fortlaufend immer weiterentwickelt, neue Attraktionen macht, dass Gäste auch wiederkommen, nicht, dass man es irgendwann gesehen hat. Weil ich finde, der Sommer ist sehr, sehr schön, um auch in den Bergen zu sein und dort etwas machen und entdecken, ja. Ihr habt ja gerade jetzt im letzten Sommer so einen Erlebnisweg gemacht, ja, genau. mit der Clara. Ja, genau. Clara High School, gell? Ja, genau. Bestens informiert. Was ist denn dort so für die Kids im nächsten Sommer? Ist etwas schon geplant, irgendwas schon spruchreif? Noch gar nicht spruchreif, genau. Gar nicht. Okay. Nein, also... Schicken eure Ideen ein jetzt. Ja, genau. So. Ja. Also, was sicher wieder geplant ist das Madrisaland, dass man dort weitere Attraktionen macht, das ausbaut. Aber was genau, da sind wir jetzt noch ein bisschen zu früh, um etwas auch einfach kommunizieren. Ja. Was aber schon spruchreif ist, wir werden eine Sternensuite haben. Wir haben ja Baumhütten, Tipi, Schlafen im Garten, also ganz lässige Übernachtungsmöglichkeiten. Und wir werden dort auf einer Plattform, die gerade beim Kinderland ist, so wie ein Glas-Iglu bauen, wo man das zweite kann übernachten unter einem Sternenhimmel, darum auch Sternensuite. Also die wird es sicher geben. Das ist so das Neue, was er nächsten Sommer dann anbietet. Genau, ja. Oh, das ist doch immerhin schon etwas. Ja, mega. So richtig, ja. Genau. Schlafen unter Sternen auf dem Berg. Ja, genau. Das ist wirklich, ja. Nicht so, das ist noch spannend, ja. Ja. So, ja. Nein, tipptopp. Dann freue ich mich, da immer wieder einmal zu hören, was so Neues am Tüfteln sind auf dem Berg da oben. Ja, sicher, gerne. Und danke vielmals, dass du da bist. Danke dir vielmals für die Einladung, ja super. Ja. Und dann sehen wir uns wieder einmal auf dem Berg. Nehme ich auch, oder? Sehr gerne. Zuschauer, ja. Schauen einmal rein, ja. Es ist wirklich ein lässiger Berg, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Und etwas für die ganze Familie. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Das wär's schon gewesen. Macht's gut.